Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Jo, wir haben zwar hier mit Doc Jimenez nach wie vor Treffer, dann haben wir doch noch eine Plündercamp-Jäger-Mission, aber ich die Sache, wir machen heute auf jeden Fall noch das Nest, damit man dieses infizierte Gebiet mal hinter uns haben, ne? Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwelche Wildtiere sind oder ob hier, aber ich glaube Freaker werden es nicht sein. Dafür ist es auch zu früh am Tag. Oh, scheiße, stimmt. Ich muss die letzten Nester noch ausräuchern. Genau, deswegen sind wir hier, Diek. Für die letzte Nester. Das ist hier wieder in diesem Flimmerfusselgebiet. Huch, jetzt steht hier plötzlich ein Highway, wo vorher keiner war. Und da ist ein Jäger, wo vorher keiner war. Oh, scheiße, mir ist nichts mehr drin. Stimmt ja. Ja, war ja was. Ja, zum Thema Kopfschmerzen. Scheiß Nest. Es ist hier irgendwo. War wohl offensichtlich ein Kopfschuss, den ich dem Vieh verpasst habe. Alter, nur noch Gaul A. Wenn das hier irgendwann der Unterführung ist. Hoppla. Autsch. Der hat mich doch vom Bike runtergezerrt. Ey. Jetzt hört's aber auf. Naja, scheiße, das treffe ich nie. Ekliges, infiziertes Mistvieh. Na, also. Okay. So, ich glaube, ich sehe es nicht. Boah, Teufel. Ja, genau, und Molly will ich. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Servus, servus, ahoi, tschüss, weg. Kemult College, Kemult College natürlich, infiziertes Gebiet. So, was weiß ich, wie viel Prozent. Infizierungsbeseitiger 92%, ja geil. Ja, Enxistrian steht da trotzdem noch. Dann erledige ich mal aber jetzt gezielt, hoffentlich, mit dem Kopfschuss, genau. Der wird nochmal hochgeladen. Weil wenn das Ding trifft, dann trifft's. Ach du Scheiße, der ganze eklige Dreckshaufe abgebrannt. Ja, roll dich mal bitte auf den Bottediek und dann zwitschern wir uns hier noch so einen Verband rein. Stellen bei der Gelegenheit gleich nochmal einer her. Und dann können wir ja eigentlich auch weg aus dem ganzen Gebiet hier. Das wäre fort, ja. Gar nicht so scheiße. Dann können wir machen, dass wir uns hier auf den Weg noch machen. Aber wenn das ganze Gebiet hier sauber ist, könnten wir hier und dann nochmal die Nero-Forschungsanlage. Das klingt doch noch im Angebot, oder? Ich glaube, da haben wir alle unseren Spaß dran. Hoppla, hier lang. Halt, hier ist nochmal Hinweistafel. Lese ich natürlich. Man nennt jeden Tag was dazu. Gentleman Bandit Denkmal poetische Gerechtigkeit. Na dann. Ach, sehr toll und zentral an einem Baum geleckert, das Ding, die Hinweistafel. Du hält bestimmt jeder Turia. Ups, ups. Ach ja, ich habe mal wieder eine längere Zeit nämlich gezockt, deswegen sind meine Fahrkünste noch extraordinärer, als es schon sind. Was mache ich denn für einen Scheiß? Ich hab die Ausfahrt verpennt, glaube ich. War da hinten nicht ein Rager? Nee, einfach nur so ein Bär. Der reicht mal trotzdem. Gegen den wollte ich schon immer mal nicht kämpfen. Also das mache ich hier wirklich nur, wenn es absolut notwendig ist, gegen Bäre und Rager kämpfe. Und ich habe derzeit absolut beschissenes Munitions-zu-Schusswaffe-Verhältnis. Deswegen, lassen wir das mal sein. Und jetzt habe ich so sehr in die Facecam geglotzt. Ich lasse mich viel zu leicht ablenken, merke ich. Okay, Bandite gegen Freaker, das... Ach, scheiße. Jo. Was man nicht alles macht. Ja, dann komm halt her. Ich kümmere mich um das, was A fällt.
Okay, mein Schalldämpfer dürfte ja ziemlich bald am Arsch sein. Das sind allerdings noch ein paar Banditer, ja. Ich sehe dich. Kopfschuss. Dreck, du Sack. Der macht dann die schönen Geräusche. Hey, was für ein Feinerler. Wo ist es dann? Irgendwo in der Nähe muss es ja sein. Ah. Da ist noch irgend so ein... Ja, es sind noch ein paar von den Drecksack-Banditer. Ich glaube, den hat es erwischt. Und... Oh Gott, die Pistole, die kann ganz schön was. Okay. Hilfe! Hilfe! Bei der Gelegenheit befreien wir doch den Typ noch. Du wirst es hier draußen nicht schaffen. Ich weiß, wo ein Camp ist. Camp? Wo? Zeig's mir. Ich gehe hin. Ja gut, dann geht doch mal noch... Ja, Diamond Lake kriege ich ein bisschen mehr Vertrauer. Beim Diamond Lake ist ein Milizlager. Frag dort nach Corey. Ich war erledigt. Oh, Scheiße. Echt? Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, Mann. Sag ihnen, es war Deacon. Einfach immer weiterlaufen. Meide die Straßen. Ja, nutze die Schnellreisefunktion. Was? Haben wir sonst hier noch irgendwas? Nee. Oh, Scheiße. Was ist denn hier passiert? Naja, vielleicht sollte ich mich mal umschauen. Ja, das machen wir auf jeden Fall, uns umgucken. Hier gibt es nämlich wieder jede Menge Kram, den wir abziehen und flattern können. Der uns später wieder nützlich sein wird. Aber da ist ganz ordentlich was abgegangen, wie es aussieht. Wir bedienen uns jetzt nur noch an der Ausrüstung von der Bandite. Und ernten noch die letzte Freaker-Ohre. Munition und Kerosin. Jawohl. Sehr schön. Jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen was an MG-Munition. Die Mollys können wir auch wieder volle Kanne herstellen. Super Sache. Die brauchen wir für die ganze Nächte noch auszuräuchern. Und da sind anscheinend noch ein paar Leichen. Jo. Wer war das? Ups. Ist hier noch irgendjemand? Oh. Sieht wohl so aus, als hätten die noch Freunde. Die gar nicht mitgekriegt haben, dass ja das ganze Lager alle gemacht wurde. Warte mal. Können wir die Person nicht so erwischen? Na. Ja, da sehe ich zumindest die Umrisse. Na. Komm schon, Mädel. Ja, okay, komm. Vielleicht kriegen wir die auch heimlich. Wenn es da irgendwo hochgeht, ja. Sieht wohl so aus. Ne, die sieht uns. Oder? Nee? Na dann, tschüss. Hässliche Sache, aber was will man machen? Okay, Molotow-Inventar voll. Schade. Na gut. Dann wäre das Plünderer-Camp hier erledigt. Wir gehen wieder zurück zum Bike und machen weiter. Da müsste, glaube ich, noch jemand... Oh. Benzin. Das habe ich am liebsten, das Zeug. Hier liegt noch irgendwas rum oder irgendeiner rum. Ich schon hoch. Ja, irgendeiner trifft es wahrscheinlich eher, ne? Da liegt wohl irgendeine Leiche noch rum. Noch ein Wecker von Attraktor herzustellen. Jo, den hat es als erstes wahrscheinlich erwischt, den armen Kasper. Oder vor der Dose war das, glaube ich, bei sich noch. Okay. Wir tanken auf jeden Fall auf. Wichtige Sache. Gutes Timing. Oh ja, 71% ist zwar noch im Rahmen, aber hey, 100% sind natürlich besser. So, das lassen wir mal liegen für den nächsten, der es braucht. Und direkt am Berg wieder A fahre, kann ich nicht leiden, um ehrlich zu sein.
So. Gehen wir dort zu der nächsten Nester. Ja, ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Da muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ups. Ah. Ja, da ist ein Nest Nummer 1. Lass mich in Ruhe. Autsch. Noch ein Nest. Dann mal los. Das auf jeden Fall. Autsch. Autsch. Au. Die kotzen mich am meisten an, die Biester. Weil ich die irgendwie nicht... Aua. Irgendwie nicht erwisch. Und die erwischen mich ständig. Das kotzt mich halt auch an. Ja, da ist noch eins. So. Jetzt dürfte ich es aber haben, oder? Nee, da stehen immer noch Nester. Da ist noch eins. Und das, da steht auch noch. Komm schon, komm schon. Das. So, jetzt aber. Gut, jetzt sind die erledigt. Ich kann keine Molotovs mehr herstellen. So eine Schande aber auch. Aber wir können hier weitergehen. Oh, das wird spannend. Bin immer gespannt, wie ich dort durchkomme dann. Ah, Polizeiwache, Polizeiwache, ja! Kriege ich wieder Munition. Sehr, sehr wichtig. 9 Pistole-Muni, 105 Maschine-Pistole-Muni und wieder Schrott. Ausgezeichnet. Gut. Dann einmal hier der Wendekreis des Krebses vollführe. Und dann möchte ich noch zu dieser Nero-Forschungsanlage, bevor es weitergeht. Das wird jetzt ein sehr abenteuerlicher Weg. Der wäre beinahe zu abenteuerlich, war er? Wenn ich Hornochs beinahe über die Klippe gegurkt wäre. Oh Mann. So, na dann. Hier runter. Hier waren wir allerdings schon mal. Okay, es gibt... Ah, ist der Kasper jetzt auch gekommen in Diamond Lake, oder was? Dann hat sein Schnellreiseladebildschirm aber sehr, sehr lang geladen. Wenn der jetzt erst da kommt. Und Deke ist auch so jemand, sobald er mal im Schatten von einem Canyon ist, macht er sofort die Scheinwerfer von seinem Bike an. Wobei ich aber auch sagen muss, ich bin auch jemand... Wow. Das war irgendwie eine coole Aktion. Ich bin auch so jemand, der tagsüber halt immer nur mit Licht fährt, ne? Allerdings nur mit dem entsprechenden Tageslicht, mit dem Standlicht. Und nicht mit dem vollen Licht, ne? Okay, da ist noch so ein Nero-Typ. Können wir den nicht ausrauben? Okay, dann probieren wir es mal so. Ich glaube, da müssen wir schwimmen. Weil allzu lang kann er, glaube ich, nicht schwimmen. Ja. Sag jetzt nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt wollen sie mich verarschen. Wirklich, das ist ein Weg, den könntest du auch einfach ganz normal laufen. Aber nee, die... Und versauft auch noch auf halbem Weg. Das gibt's doch nicht. Das kann's doch nicht sein, Alter. Das ist immer wieder das, was mal bei Spielen so auf das Senkel geht, wenn einfach keinerlei Logik mit drin ist. Jeder Hornochs, egal wie voller Belade ist, schafft es ja wohl, das Stückchen rüber zu latschen oder zu schwimmen. Also das war jetzt erbärmlich. Nee. Nee. Verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht. Die ganze Scheiße noch einmal. Ey. Ey, das soll ja wohl ein Witz sein. Echt was? Dann machen wir den ganzen Scheiß halt noch einmal. Zuerst am wertvollen Baum vorbei. Wo die Hinweistafel ist. Ja, das ist interessant. Das haben wir auch jetzt nur zum zweiten Mal schon gelesen. Also das kotzt mich jetzt gerade an. Also nee, bei sowas bin ich immer stinkig. Das kann ich überhaupt nicht, leider. Na gut, dann machen wir den Scheiß halt noch einmal. Wahrscheinlich nochmal am Plünderercamp vorbei, ne? Also manchmal habe ich echt das Gefühl, Spiele wollen mich wirklich verarschen. Moment. Da war ja das, genau. Erst sieht uns doch der Bär.
Da müssen wir rum. Ja, noch ein bisschen das Bike geschrammt. Komm, das muss sich ja richtig lohnen, genau. So, weiter, weiter, weiter. Also, boah, da fällt mir ja gerade gar nichts mehr dazu ein. So, da ist das Plünderercamp. Werden die gerade wieder geschnetzelt? Oder gilt das schon als geplündert? So mal gerade mal. Das steht mich jetzt immens kotze, wenn ich es nicht geplündert hätte. Oder wenn es nicht als geplündert gelte würde. Nee, okay. Gut, also den Schampel muss ich anscheinend nicht nochmal neu machen. Immer hier. Dann gehen wir nochmal zurück und gucken nochmal, wie wir trockenen Fußes zur Nero-Forschungsanlage kommen. Weil Prinzessin Deke offensichtlich die paar Zentimeter nicht schwimmen kann. Und absäuft, wenn er ein bisschen was rumlaufen muss. Mhm. Ja, vor lauter Wut nochmal schräg gegen den Baum gegurkt. So muss das sein. Alter. Ja, stell das scheiß Ding wieder auf Deke. Reparier sie mal. Ja, hat mich jetzt wieder 2 Schrott gekostet. Aber wenn ich wütend bin, kann ich entsprechend nur Fehler bauen. So ist es leider. So, jetzt kommt nochmal die Geiercap. Mach Molly. Toll, die Molly-Zutat habe ich natürlich Wegstriche gekriegt, ne? Das ist jo vollkommen normal. Die Molly-Zutate, die kriege ich gestrichen. Aber... So. Guck, ob wir beide mit anzünden können damit. So, ja, die gelten alle als fertig gemacht. Okay, ja. Oh, Alter. Und natürlich mal Munition, die kriege ich 8 Striche. Das gehört jetzt zum guten Ton. Kotzt mich das an. Es sind anscheinend auch noch ein paar Freaker in der Nähe. Was heißt hier? Nein! Wir sollten lieber schnell weg. Und gucken mal, wie man da, wie gesagt, trockenen Fußes hier kommen. Naja, und hier sind irgendwelche Freaks noch unterwegs. Okay. Ich glaube, ich sollte die Schnellspeichern-Funktion nutzen. Fuck, Scharfschützen hinterhalb auf der Straße. Oh oh. Scharfschützenhinterhalt auf der Straße höre ich aber nicht so gern. So, jetzt gucken wir nochmal, wie wir da runterkommen. Dann machen wir hier nochmal den Tokyo Drift. So. Okay. Da will ich hier. Wir machen hier nochmal... Kann man nicht schnell speichern? Vorhin ging das. Also wie man sieht, geht das nicht. Hier ist noch Küste, aber ab da geht's nicht mehr. Da liegt der Boot. Keine Ahnung, ob ich die irgendwann nutzen kann, die Boote. Aber mit Schwimmen komme ich da auf jeden Fall nicht hier. Ich habe gedacht, was so ein bisschen funktioniert das. Vielleicht hier irgendwo? Ne, ab da muss ich dann auch schwimmen, ne? Jo. Das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. Na gut. Wenn es halt so ist, dann ist es halt so. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir fahren nochmal zurück nach Wizard Island. Und nehmen zumindest noch unseren Plündercamp-Auftrag an. Das sollten wir auf jeden Fall noch machen, damit wir noch wissen, wo uns unser Weg hinführt. Dann haben wir ja noch knapp 6 Minuten Zeit oder 5,5 Minuten Zeit. Und könnten möglicherweise noch in das Gebiet reinfahren, wo es uns hier verschlägt. Und dann schauen wir doch einfach mal, was uns da erwartet. Ansonsten sollte ich nochmal mein ganzes Zeug nochmal aufstocken, wenn ich jetzt schon wieder in Wizard Island bin. So, mit dem Dock mag ich mich jetzt eigentlich nicht treffen.
Was ist denn mal optionales Ziel? Hätte ich ganz gern bei Colonel Garrett. So. Pff. Ich finde es schön, wie heroisch die mal um die Ecke springen, die Typer. Okay, warte mal. Da ist der Metzger, beziehungsweise die Küche. Haben wir was zu verkaufen? Ja, ein bisschen was. Das ist alles, was ich für heute habe. Immer hier ein bisschen was. Dann sollten wir noch Beute verkaufen, wenn möglich. Ich glaube, die Kemult, geh weiter! Corporal St. die John. Kemult Bahnhofhorde haben wir noch nicht. Sarge. Abgeber. Wie geht's? So. Satteltasche. Pistole, Muni. Jo, Schalldämpfer Okay, holen ja, wir jedes uns. kleine bisschen hilft, oder? Ja, natürlich. Ja, nur logisch. Wenn ich genug Punkte hätte, würde ich das machen. Okay, Ja, okay. gut. Hey, Corporal St. John, wir sehen uns später. Sowieso. Corporal, schön dich zu sehen. Ui, 337 Sergeant, Schwärmerohre. du lebst ja immer noch, wie ich sehe. Na dann. Oh, du hast ein paar dabei. Gut. Mehr haben Ui, sie. 1300 Corporal Vertrauer. Dingle St. John, komm bald mal wieder. Ja, mache ich doch glatt. nicht hier sein. Ach gut. Hey, Deke. Corporal, Hey, Sergeant. Na, wonach suchst du? wir tanken. Okay. Mehr können wir ja sowieso gerade nicht machen. Corporal St. John, Deke, wir sehen uns. Der hat irgendwie nicht so mit dem Namen, ne? Da ist der Chef. Gehen wir mal zum Chef zuerst. Was gibt's? Colonel, Sie wollten mich sehen? Corporal, ja, wollte ich. Captain Corey sagte, Sie waren bei den Plünderern in der Gegend äußerst hilfreich. Ich tue nur meine Pflicht, Sir. Eine verdächtige Gruppe Drifter wurde auf dem Highway 97 gesichtet. Sie kamen über den Thielsen-Pass. Wir dachten, der sei unpassierbar. Unsere Patrouille berichtet, dass auf ihrer Stirn die Buchstaben RIP eingebrannt sind. Haben Sie davon schon mal was gehört? Nein, Sir. Klingt wie ein weiterer Kult, wie diese Anarchisten. Vielleicht. Wie dem auch sei, spüren Sie sie auf und kümmern Sie sich um sie. Wir haben genug Probleme. Ich kann keinen weiteren Kult in der Gegend brauchen. Nein, Sir. Noch so einen verrückten Kult braucht echt keiner. Sie finden Ihren letzten Standort auf der Karte. Wegtreten, Corporal. Ja, und die Miliz als Kult reicht schon vollständig. Krass, Alter. Okay, da haben wir dann die Ripper. Der Thielsen-Pass ist eigentlich... Ah, ich dachte, das wäre der Thielsen-Pass. Worüber wir herkommen sind. Worüber die Kumme ist eigentlich. Okay, ja gut, dann sind das unser neue Gegner. Wie hieß dann der Auftrag? Futter für die Freaks. Macht das Ripper Camp aus, finde ich. Ja klar, da machen wir auf jeden Fall noch die Schnellreise hier. Möglicherweise schaffen wir es auch noch bis ins Camp. Und können davor dann nochmal unseren Cut setzen. Ich habe lieber einen ordentlichen Abschluss ein bisschen früher als sonst. Und zwar vorm Camp, als dass ich Mitte während der Schießerei sage, so, jetzt gehen wir mal hier schön in die Pause. Ist sauber. Ist einfach professionell sowas. Gefällt mir nicht. Und ich will ja auch schön abmoderieren können. Das ist auch sowas, was mir wichtig ist. Ich mag das nicht, wenn so abrupt ein Cut drin ist und dann ist es einfach vorbei, das Video. Okay, entweder ist Ofendämmerung oder es ist noch früh am Morgen. Ich befürchte eher bei meinem Glück, dass Ofendämmerung ist. Ah, da ist ja wieder Horde, ja. Ja. Wir sollten machen, dass wir hier durchkommen. Das war so leise. Scheiße, das schaffen wir nämlich leiser. Wir sehen uns so oder so. Okay, dann nix wie weg hier. Okay, das war nochmal ordentlich Energie geleckt. Ja. Oh, Rip. Scheiße. Die habe ich am liebsten. Na, was ist? Wird's nicht ein bisschen Okay. zu heiß in Iron Butte? Okay, das bringt jetzt nichts mehr. Das muss ich jetzt noch Ich machen. habe den Kult entdeckt, von dem Sie gesprochen hatten. Ich kümmere mich drum. Sehr gut, Corporal. Melden Sie sich dann. Garrett Ende. Kennt ihr mich noch, ihr Wichser? Wollt ihr nach Süden ganz neu anfangen? Nein, das wird nicht passieren. Ja, sehe ich ähnlich wie Deke.
Nicht vorher Gebiet kaputt mache und dann einen auf Neuanfang mache. Wow! Oh, stimmt ja, er ist tot. Hab ihn umgebracht, hört ihr? Sehr schön. Wie Deke noch die Ripper reizt, finde ich sehr cool. Wo ist Carlos, ha? Was macht der da? Erstmal die Sniper. Wo ist euer Anführer? Wo ist... Ja, der wird jedes Mal unterbrochen, wenn er so schön die Leute verhöhnen will. Wo ist euer Anführer? Wo ist Carlos, ha? Oh, stimmt ja, er ist tot. Hab ihn umgebracht, hört ihr? Das war ich. Sehr gut. Oh, aber Carlos, der ruht nicht in Frieden. Er ist... Oh, schade, das hätte ich jetzt gern gehört noch. Oh, aber Carlos, der ruht nicht in Frieden. Der ist jetzt Futter für die verdammten Freaks. Und Oh ihr ja, werdet der bald alle Questname. Freak-Futter sein. Oh ja, bei Freaker hat er auf jeden Fall ein großes Interesse daran, die auszuräuchern. Was kann ich denn machen? Absolut Das waren alle. nachvollziehen. Oh, verdammte Rapper. Futter für die Freaks. Jo, 92%. 1800 Vertrauer gibt es auch nochmal. Plünderer Campjäger zu 70%. Cool. Okay. Dann wollen wir nochmal. Colonel, mache Meldung. Dieser Kult, RIP, ist keine Gefahr mehr. Corporal, ja. Es ist merkwürdig. Ich habe endlich Captain Thompsons ganzen Bericht gelesen. Er scheint sie vor dem Angriff ziemlich lange verfolgt zu haben. Offenbar nannten sie sich Rest in Peace. Sie vergötterten die Freaks und wollten wie sie werden. Ja, das ist verfickt. Das ist sehr merkwürdig, Sir. Wir sind alle Soldaten, Corporal. Eine derbe Sprache stört mich nicht. Aber Männer wie die Rest in Peace, die stören mich. Ja. Ja, Sir. Denn sie zeigen mir, was aus dieser Welt geworden ist. Wir, Corporal St. John, sind alles, was die Welt noch trennt. Vom Abgrund. Ja, Sir. St. John Ende. So kann man es natürlich auch sehen. Ah, hier sind anscheinend auch noch ein paar Freaks. Ja, dahinter. Corporal St. John, kommen. Es gibt Arbeit für Sie. Ja. Colonel, ja, Sir. Ich bin sofort da. St. John Ende. So, wir ernten auf jeden Fall noch hier die Ripper ab. Und machen dann, dass man nichts wie wegkommt von hier. Ups, das wollte ich doch gar nicht. So. Okay. Sehr schön. Dann hätten wir ja genug Kruscht. Da gibt es dann nämlich nochmal Plünderer-Camp-Mission für uns. Die nehmen wir auch sofort wahr. Aber das ist dann wieder das Sachver übermorgen. Ich habe eigentlich gedacht, hey, wir fahren jetzt so noch hier. Dummerweise bin ich mal wieder total mit der Tür ins Haus gesterzt. Und da ich dann mit der schon drin gelecker habe mit dem Hausflur, musste ich das auch noch zu Ende bringen. Alles andere wäre sauber gewesen. Und ich jetzt sage, übermorgen ist auch noch ein Tag für uns. Dann können wir auch ganz sauber und in Ruhe den nächsten Auftrag annehmen. Und jo, bin ich mal gespannt, was das mal kommt. Weil allzu viele Plünderer-Camp-Missionen werden wir bald nicht mehr haben. Ich habe schon ziemlich viele ausfindig gemacht. Bin sehr gespannt, was noch kommen wird. So. Dann bleibt mir ja nur noch zur Sache. Nachdem ich jetzt hier wieder in Sicherheit bin. Machen's gut. Und bis übermorgen dann wieder. Ian Yankee.